Willkommen bei einer neuen Folge des Wiener Stadion-Vlogs. Nummer 9 heute. Servus Leute, hallo. Heute haben wir die Partie Rapid gegen WSG am Plan stehen, 5. Runde. Die Austria heute. Die Austria beim LASK heute zu Gast. Wird auch interessant. Beide Mannschaften nicht in der besten Form. Wird spannend. Also, ja, ein Punkt oder ein Sieg wäre natürlich wichtig und toll. Aber man muss dazu sagen, die Austria ist tabellarisch, wie wir gleich einblenden werden, jetzt nicht so gut dabei. Schaut sich's mal an da. Man muss aber auch dazu sagen, mit dem LASK haben wir dann mit dem LASK dann die 3 schwersten Gegner am Papier hinter uns. Das heißt, so aussagekräftig ist die Tabelle dann an sich meiner Meinung nach nicht. Und mit einem Sieg können wir heute auf Platz 4 mit einem 2-Tore-Sieg, wohlgemerkt, auf Platz 4 raufklettern. Also da ist schon einiges drin. Auf jeden Fall, ja, ne? sicher, ja. Steht was Besonderes an heute, oder? Ja, wir haben heute durch eine glückliche Fügung die Möglichkeit, das ganze Spiel aus dem VIP-Bereich zu beobachten. Das heißt, wir können jetzt im Vergleich zur Austria auch die Rapid im VIP mal zeigen einfach. Genau, ja. Finde ich echt eine super Sache. Anderer Blickwinkel mal. Bin gespannt, wie es rüberkommt. Nehmt euch auf alle Fälle mit. Wird interessant werden, ja. Was sagst du zur Partie an sich? Prediction würde ich dann mal drinnen machen. Ich hätte gesagt, liebe Leute, wir gehen mal rein. Wir haben jetzt noch knapp eine Stunde vor dem Match. Was sagst du? Ja, haben wir es mal rein, schauen wir es uns mal an. Nehmen wir euch natürlich mit. Bis gleich. Drin sind wir. Du sagst es. Jetzt geht's ab, hoch. Ab in den VIP-Bereich. Ab in den VIP. Der Johann. So, da haben wir mal das kalte Buffet bei der Rapid. Ich sage, ich bin schon seit Schauen wir mal weiter zum warmen Buffet. Was haben wir da? Braten, Kraut, wie man sieht. Der Reis. Hier ein bisschen was frisch gemacht. Was man nicht vergessen darf natürlich, das Rapid-Püree. Dazu gegrilltes Filet vom See Saibling. Dort frisch gegrillt. Ein Lachs noch. Paprika geschnetzeltes. Vorne haben wir noch Surschnitzel. Alles da. Super. Jetzt sitzen wir mal beim Tisch. Hier waren alles nur ein bisschen. Darf man mal auf den Teller gehen? Natürlich. Schnitzel, Seesaibling, Rapid-Püree darf nicht fehlen. Und was ist das? Tzatziki noch, oder? Das dürfte Tzatziki sein, ja. Plus Röstinchen. Gute Energie fürs Spiel mal tanken. Schaut echt gut aus. Naja, schau, wenn ich auf meinen Teller weitergehe, schaut nicht viel anders aus. Fisch, Surschnitzel, Kartoffelsalat und natürlich das Rapid-Püree. Ja, das Rapid-Püree haben wir nicht. Schauen wir noch auf einen extra Teller, was es da gibt. Ah, da gibt es einen Schweinsbraten, gefüllten Schweinsbauch mit Semmelknödel und Kraut. Schaut auch herrlich aus. Die Saison er verbessert sich, er entwickelt sich kontinuierlich, das muss man schon sagen. Ja, du. Also er wird von Spiel zu Spiel besser. Er muss sich entwickeln.
sehr stark gemacht. Fast das 1:0 nach Bajic, Flanke von Niki Kühn. Niki Kühn heute wieder fit. Wie gesagt, Bajic spielt statt Marco Krühl. Heute verwunderlicherweise auch mal Majulu zum ersten Mal von Beginn an. Burgstaller bekommt eine Pause heute. Und wie wir sehen, 0 Auswärtsfans heute da. Also von WSG ist anders wie bei Wacker Innsbruck. Naja, Ex-Rapidler Sulzbacher, immer schwer motiviert gegen die Rapid, das ist eh klar. Da sieht man ihn, sieht leider bei uns nicht ausgegangen scheinbar, aber bringt tolle Leistungen bei Innsbruck, also bei WSG Tirol. Der Beutel ist eh da. Bam! Und dann so ein Kracher. Wahnsinn, Niki Hedl, was war los? Wahnsinn! Bist du deppert? Bist du narrisch? Bombenschuss von ihm. Bombenschuss. Ja, während der Ball geflogen ist, hast du gedacht, erst, das wird aber jetzt gefährlich. Ja, Dann ist er genau ins Kreuz gegangen. Luca Kronberger war's. Wahnsinn. Also Ja. da kannst du nichts machen. Das So ist, schnell sind wir 1:0 hinten. Komm, Jonas. Keiner da. Stark kämpft von Majolo. Aussichtsreicher Freistoß in der 17. Minute für unsere wunderbare Rapid. Auer und Kerschbaum. Auer tritt. Zu hoch. Na bumm. Ecke Rapid. Hinein! Hinein! Komm. Schade. Dormann nur am Zeitschinden von den Tirolern. Das 3. Mal, sagt der Kollege neben mir. Wahnsinn. Unglaublich der Kohle, wirklich. Aber wie offensichtlich. Wie offensichtlich. Naja, Er macht das so, ja, was bringt das? Normal, sofort gelb. normal wäre er schon mit Rot weg, der Kohle. So normal. Beim normalen Schiri. Oder anziehen, passt schon. Komm, der Ferner. Wie lange müsst ihr denn noch Zeit lassen? Wieder Goalie. 30 Minuten, bis er einen Ball spielt. Ja, Niki. Nix, Fußball. Stark. Unten. So war die Zeit schon. Na, der ist alt, der Kerschbaum. Der schindet keine Zeit. Der braucht länger. Älterer Mensch, du weißt ja. Bist du narrisch? Alle hüpfen vorbei. Also jetzt, Sportlich, bis zum Geht was ist los, Tirol? Zeit. Ja, bitte, danke. Wahnsinn, was ist los? Ist das notwendig? Der arme Niki. Was führst du aus, sieht das? Geht zum Zocki und wechselt die
aus, bitte! Das ist doch ein Wahnsinn! Was war es? Ein Querkick, ne? Da darf man nicht querlegen, da muss man schießen. Halbzeitpfiff. So, Sascha, Halbzeitanalyse. 0:1, PSG führt. Was sagst du dazu? Naja, 2000 Guldenschuss vom Kronberger in der 8. Minute. Rapid muss schneller draufgehen, muss das besser verteidigen. Wir dürfen gegen Tirol nicht so tief hinten drinnen stehen. Weißt du, Der war vom Spielverlauf selber, abgesehen jetzt vom Tor, das war, wie du Naja. sagst, ein toller Schuss. Der schießt 1000-mal aufs Tor und trifft ihn einmal so, okay. Aber abgesehen vom Tor, was sagst du zum Spiel von der Rapid? wir sehen heute wieder Rotation. Rotation kann schon gut sein für Schonung und Co. Verstehe ich schon, wir haben am Donnerstag unser Spiel des Jahres. Ist mir alles klar, nur das Wichtigste ist, wir müssen höher stehen. Wir dürfen uns gegen Tirol, gegen einen nicht spielstarken Gegner, darf sich nicht so hinten reinstellen. Da musst du Druck nach vorne machen und dann kann's gut werden. Ich meine, hast du es so anders gesehen? Na, ich bin ja schon ganz bei dir, der Druck von der Rapid war nicht da. Die Spielfreude, also das Nachgehen hat mir gefehlt. Die Idee war da, man hatte ja ein, zwei Chancen, die wirklich gut waren, wo es dann zweimal am Goalie direkt gespielt wurde, der Ball. Ich weiß gar nicht, von wem die Chancen waren. Ja, von Querfeld hat zweimal geköpfelt, aber Querfeld, okay. aber direkt am Tormann halt. Ich meine, so Ja. schießt kein Tor. Und wie gesagt, vor dem Tor, man hatte ja Chancen vor dem Tor Bajic, gehabt. keine Aktion vorher, wo er nicht schießt, wo er reinspielt, wo keiner ist. Das weiß ich auch nicht, was das gewesen ist. Ja. Also die Chancen sind da, deshalb bin ich auch zuversichtlich, dass wir das Spiel noch dreckig 2-1 gewinnen werden. Und ich sage dir ganz ehrlich, halten wir uns dann immer länger auf und gehen wir was Lauendes schlemmern, oder? Ja, das ist recht, das bringt nichts. Du sagst das. Schauen wir auf die Ab zweite rein Halbzeit. mit uns. So, kulinarischer Tipp. Wir haben euch ja vorher kurz gezeigt, was es zum Essen gibt im VIP. Das ist ganz nett. Halbzeitsnack. Der Austria keine Süßspeisen. Ami isst gerade Käsespätzle mit Röstzwiebel. Und wie taugt es? Super. Super, überhaupt nicht übertriebenes Super heute in der Halbzeitpause. Aber wie man weiß, bei der Rapid kommen ja erst die Mehlspeisen nach dem Match. Ne? So ist. Somit aber gute zweite Halbzeit für die Rapid. Und Block West, Bombenstimmung, trotz des Spielstands. Schaut euch das an, geile Stimmung. Wegen der gehen wir zum Stadion, ins Stadion, zum Stadion. Jetzt kommt! Nein! Nein! Stark! Er spielt es wirklich abgebrüht. Ja, muss ich auch sagen. Schau, wie gut der Ball trotzdem. Aber passt, oder? Schau den Oswald an, Bombe. Bombe der Typ. Wahnsinn, die Entdeckung des Jahres bei der Rapid. Bleib sauber, Niki. Ja, du sagst das. Jawohl, Niki! Sag ich ja. Nummer 29, Ante Weitsch. Und beim Spielbegrüßung von Nummer 9, Guter Burgstaller.
2-1 Querfeld. Marco Grüll, komm. Ja, schon wieder zu hoch alles. Ja, Spaß. So haben wir. Spät aber doch, nach dem Spiel jetzt. Bei der Rapid ist das so gang und gäbe. Süßspeisen erst nach dem Spiel. Ne? Wie schaut's aus? Wie taugt's so? Geil. Milchwarmstrudel. Okay, Top, kann man nur empfehlen. okay. Alles gut, gehen wir mal drauf. Und Marillenknödel mit Zwetschgenröster. Wahnsinn. Dann gehen wir. Super. Wir sind gerade am Heimweg von der Rapid. Wie man sieht, gehen gerade durch die Katakomben. Ganz kurz noch ein Resümee. Wie war das Spiel für dich, Amir? Ja, spannend zum Anschauen auf alle Fälle, das kann man nicht absprechen. Die Chancen waren da bei der Rapid, vor allem zweite Hälfte war wirklich gut gespielt von der Rapid. Das Quäntchen Glück hat gefehlt, aber sonst ein unglückliches 1:1, also 2 verlorene Punkte, definitiv. Das hätte ein Sieg werden müssen. Wie hat denn die Austria gespielt heute? 2-mal verloren leider. Okay. Also gut, gegen ein Lask zu Hause, also gegen ein Lask auswärts verlieren. Passiert, kann passieren. Kann Ne? passieren, es ist keine Tragödie in dem Sinne, natürlich schade. Nächste Heimpartie, Austria gegen Klagenfurt. Klagenfurt hat ja heute gegen Hartberg auswärts 3-0 gewonnen. Noch immer ohne Niederlage, hätte ich das Also geglaubt. Klagenfurt, wo man sich denkt, das wird hoffentlich eine leichtere Partie, bin ich mir nicht sicher. Also das wird auch ein harter Brocken, sage ich da. Und ja, 3.9. auf jeden Fall, das ist der nächste Sonntag. Mal wieder in die Generali Arena zu der Austria. Bin gespannt. Also Da wird die Rapid in Salzburg gewinnen, hoffentlich. natürlich. Die Austria wird dem Peter Backold zeigen, wo es lang geht. Und Das wird wir haben wieder einen guten Stadionvlog. So ist es. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Danke euch. Grüß euch. Macht es gut.